Ajasidile, meine Damen und Herren. Ich bin Sonam Plamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama wird sich mit Greta Thunberg zu einem Gespräch über die Klimakrise treffen. Die Freilassung eines Mönches aus Ngaba, der 2015 wegen Feierlichkeiten des Geburtstages seiner Heiligkeit des Dalai Lama inhaftiert wurde. Der US-Kongress verabschiedet Gesetz zur Unterstützung Tibets. Der Sprecher des tibetischen Parlaments im Exil, Herr Pema Chungne, kondoliert zum Ableben von Dr. P.G. Jyotika. Office of Tibet DC hält eine Diskussion über Li Qianglins Buch über Tibet ab. Seine Heiligkeit der Dalai Lama wird am 10. Januar 2021 an einem Gespräch mit der Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg und führenden Wissenschaftlern zum Thema Die Krise über Rückkopplung im Klimasystem teilnehmen. Die Direktübertragung des Gesprächs im Internet wird in verschiedenen Sprachen auf den offiziellen Webseiten und Facebook-Seiten des Büros seiner Heiligkeit des Dalai Lama verfügbar sein. Das Mind and Life Institute organisiert eine spezielle kostenlose Übertragung. Ajaja, ein Mönch aus der tibetischen Region Ngaba, der 2015 inhaftiert wurde, weil er den Geburtstag von Tibets spirituellem Oberhaupt, seine Heiligkeit des Dalai Lama, gefeiert hatte, ist nach mehr als 5 Jahren in chinesischer Haft entlassen worden. Quellen bestätigten, dass Ajaja ungefähr am 10. Dezember entlassen wurde, nachdem er seine Strafe abgesessen hatte. Ajaja war einer von 10 Beteiligten, der am Yadön, den Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag seiner Heiligkeit des Dalai Lama, im Landkreis Ngaba, der chinesischen Provinz in Sichuan, teilnahm. Nach der Feier wurden alle 10 Tibeter festgenommen und nacheinander inhaftiert, bis sie alle 2016 formell verurteilt wurden. Der Ausschuss für Auswärtige Beziehungen des US-Senats hat am Montag dieser Woche den Tibetan Policy and Support Act 2020 verabschiedet. Die tibetische Zentralverwaltung begrüßte diesen historischen Erfolg für die tibetische Freiheitsbewegung. Am Ende seines 5-tägigen Besuchs in Washington D.C., um die endgültige Verabschiedung des Gesetzes voranzutreiben, dankte Präsident Dr. Lobsang Singye den tibetischen Unterstützungsgruppen, einschließlich der International Campaign for Tibet und Students for Free Tibet, den Religionen, tibetischen Vereinigungen und all denen, die sich für die Verabschiedung des Gesetzes eingesetzt haben. Everybody made efforts. So all the Tibetan associations in America, including Tibetan Youth Congress and etc., all were involved in it, including ICT, called their members to support for the bill. So everybody made effort. CITIUM bezeichnet, dass dieses bahnbrechende Gesetz in Solidarität mit den 6 Millionen Tibetern steht, die innerhalb Tibets leiden, und es ist ein wichtiger Impuls für den tibetischen Freiheitskampf. This bill is significant, as you said, it's a landmark bill. In the last 20 years, the US Congress is passing a major bill on Tibet. Der Sprecher des tibetischen Parlaments im Exil, Herr Pema Chungne, betont, dass die Vereinigten Staaten ihre Unterstützung für die Wahrheit, die Gerechtigkeit und die Menschlichkeit bewiesen haben. Der Gesetzentwurf aktualisiert den United States Tibetan Policy Act von 2002. Das Gesetz Tibetan Policy and Support Act 2020 würde es zur offiziellen Politik der Vereinigten Staaten machen, dass die Nachfolge der tibetisch-buddhistischen Führer, einschließlich der Nachfolge des Dalai Lama, allein den tibetischen Buddhisten überlassen wird, ohne Einmischung der chinesischen Regierung. Chinesische Beamte, die sich einmischen, würden unter dem Global Magnitsky Act mit Sanktionen belegt werden, einschließlich der Verweigerung der Einreise in die Vereinigten Staaten. Der Gesetzentwurf betont auch den Umweltschutz der tibetischen Hochebene, die oft als der dritte Pol bezeichnet wird. Der Gesetzentwurf sieht die Einrichtung eines neuen US-Konsulats in Lhasa vor. Er stärkt die wechselseitige Beziehung zwischen den USA und China. China würde daran gehindert werden, ein neues Konsulat in den USA zu eröffnen, wenn ein Konsulat in Lhasa durch China blockiert wird. Der Tibetan Policy and Support Act 2020 ist ein von den beiden Parteien unterstützter Gesetzentwurf, der vom Vorsitzenden der Congressional China Commission und der Tom Lantis Human Rights Commission, Jim McGovern, und Senator Marco Rubio in den Kongress eingebracht wurde. Der Gesetzentwurf passierte das US-Repräsentantenhaus im Januar 2020,
mit überwältigender Mehrheit und ist seitdem im Senatsausschuss für Auswärtige Beziehungen ins Stocken geraten, vor allem wegen der Coronavirus-Pandemie. Der Sprecher des tibetischen Exilparlaments, Herr Pema Chungne, bekundete sein tief empfundenes Beileid zum Tod von Dr. P.G. Jyotika, einem überzeugten und leidenschaftlichen Unterstützer Tibets, der letzte Woche im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Dr. P.G. Jyotika widmete seine Zeit und Energie unermüdlich für die Sache Tibets über mehr als 4 Jahrzehnte. Er war der Pionier für die tibetische Freiheitsbewegung im Bundesstaat Gujarat. Das Office of Tibet Washington D.C. veranstaltete am vergangenen Samstag einen virtuellen Vortrag und eine Fragestunde zum Buch Tibet in Agony, Lhasa 1959. Repräsentant Herr Modup Tsering gab eine kurze Stellungnahme zu dem Buch ab und bedankte sich bei dem Autor und dem Übersetzer, dass sie die Einladung angenommen haben. Das von Li Jianlin geschriebene und von Susan Wilf ins Englische übersetzte Buch wurde von der Harvard University Press veröffentlicht. Es wurde auch von Herrn Chambat Dengsi ins Tibetische übersetzt und von der Library of Tibetan Works and Archive veröffentlicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen und bis nächste Woche.